Herzlich willkommen zum Podcast Hobbykeller. Hallo. Ciao, Mimmer. Trash Talk. Und Mimi hat das Mikrofon. Da muss ich da. wo ist das? Da ist das Weisse da drinnen. Drinnen wieder. Ja. Und vor allem müssen wir es noch einstellen und so. Und dann muss ich das andere... Mimi, du kannst doch mit Sven reden. Mimi, es geht nicht. Du kannst mit Sven reden. Ja, du kannst Das lassen wir auch im Podcast hin, dass alle wissen, dass du nicht mitreden darfst. Weil wir wollen Frauen keine Stimme geben, das ist uns wichtig. Was fällt schon wieder an jetzt? Das ist doch nicht normal, ey. Das ist gar nicht lustig. Ja, aber weißt du, geht's nicht, Mimi. Die anderen hören dich nicht. Sag ich. Hallo, ich bin Emily. Ich mache heute auch mit. Was ich wird? Diskriminiert. Oh mein Gott, Isia rettet uns als geschlagenes Kind, Alter. So, was haben wir alles noch als Neues? Hey, wo ist mein Handy? Noch kurz zur Info, wir schlänzen Mimi nicht. Nur, ja, wir schlünzen Mimi nicht und wir hören sie, eigentlich hat sie am meisten zu sagen da im Haus, also von dem her geben wir ihr auch eine Stimme. Und Sagt sie am zur meisten Info, oder wir hat sie sind am wieder meisten mal zu sagen? verkatert, respektive auch die Joshi. Ich bin Wir nicht sind im verkatert. Lismenwald gewesen. Ich bin leider auch nicht im Es war Lismenwald lustig gewesen, falls ihr im Lismenwald gewesen sind, wir sind die Dinos gewesen. Ich hätte man eigentlich gesehen. So, jetzt haben wir coole Themen. Ich glaube, es hat wirklich jeder gesehen dort. Ihr habt jetzt den Legendenstatus Wir haben zwei coole vom Lismerwald. Formate, einmal Top of the Flop und einmal Ritter. Das klingt ja nicht- richtig. Nicht Ritter, ich meine Tierlist. Ritter? Ja, also, Ah, wir Ritter. fangen jetzt einfach gerade mal an mit der Tierlist. Ja. Welcome to the Tierlist. Tierlist bedeutet, dass man etwas sortieren. Also, Tierlist, was ist der härteste Fickerkrieger? Ah. Oder was ist das Coolste zum Sein? Ja. Es gibt so einen TikTok-Trend, dort geht es irgendwie darum, und deinem Mann kannst identifizieren, ob er passt zu dir oder ein Schluch oder ein Opfer ist, indem du fragst, was er am liebsten für sie, ein Pirat, ein Samurai oder ein Cowboy. Ja. Samurai. Und jetzt habe Was? ich hätte lieber Samurai gesagt. Ein Pirat, ein... Also Piraten, die gar keinen Bock Nein. aufs Skorbut Nein. und so. Samurai sind einfach richtig edle. Gar kein Bock aufs Skorbut. Ja, ist ja so. Cowboy, dort ist auch alles nicht so geil gewesen. Das ist Amerika. Ja. Und Samurai, die haben einfach müssen ehrhaft sein. Und wenn du ehrhaft gewesen bist, dann hast du ein schönes Leben gehabt. Vielleicht, du bist auch vielleicht auch einfach in den Krieg geschickt worden. Ja, das sowieso, ja. Aber die anderen sind ja auch Auch umgebracht bei allen worden. anderen gibt es auch ganz viele Tote. Ich weiss Ja. nicht, bei Cowboy hast du vielleicht noch ein bisschen Freiheiten, die dich so Warte, jetzt, ich verschlechtern. habe eine Tierlist, haben wir immer Okay, 5. Darum habe ich noch 2 Sachen dazu genommen. Ritter und Wikinger. Summeringer hätten wir noch einen. Nein, Summeringer sind Samurai. Summeringer? Ja, die sind früher Samurai gewesen. Doch nicht Samurai. Oh, das sage ich jetzt einfach. Okay, easy, das ist das Gleiche. Fast. Nein, ja. Jetzt müssen wir es Ritter einranken. und Wikinger. Ja. Okay. Und ich sage jetzt Samurai Samurai und ist immer Wikinger. nice. Ja, ich weiss nicht, bist du sicher? Ja. Die Wikinger sind schon krass. Die Wikinger sind schon krass. auch, aber die Aber- haben kein Skorbut vielleicht gehabt, aber dafür haben die doch sonst irgendwie Drogenkonsum ins Klar. Pilzli und so. Habt ihr gewusst, dass England jetzt auch noch von Wikingern beherrscht wird? Was? Das ist wirklich so. Also England wird jetzt Ja. noch von Wikinger werden? Ja. Nein, nicht gewusst. Die Prinz Charles, die stammen von Wikingern ab. Nein. Mal, weil sie haben ja mal England geschenkt bekommen. Nein, sie haben England angefickt und dann haben sie, glaube Frankreich geschenkt bekommen oder so. Und der ist eigentlich, stammt eigentlich von Wikingern ab. So lustig, ne? Witzig. So lustig. Also, Was willst du denn sagen, also Mimi? wir fangen vielleicht mal andersrum an. Was ist das letzte? Wahrscheinlich Pirat, oder? Pirat, ja. Piraten sind auch nicht so schäbig, cool. du hast einfach Piraten sind Arschkarte als Kind gezogen, cool. Die sind so durch gewesen, dass sie, aber die sind immer besoffen auf rum und dann haben sie irgendwelche Walrösser für Meerjungfrauen gehalten, weil die so ausgehungert Was? sind. Wirklich, ist das Ding? Nein, was ich vor allem, was ich an Piraten vor allem schäbig finde, ist, du bist halt die ganze Zeit auf dem Meer und sobald irgendetwas passiert, bist du einfach im Wasser und gefickt. Mhm. Also ich weiß Du nicht. bist im Meer, das Meer ist einfach... Im Meer Scheisse. ist, ja. Also es ist Und geil. alle zum- Piraten haben Angst vor dem Meer und können nicht schwimmen, aber chillen so. Sie sind auch nicht so gescheit, weißt du? Das ist wie bei Ruffy. Ja.
Check nicht, warum machen die das? Weil er einfach Bock hat, zum... Ein Er kleiner hat Double. einfach nichts zu tun, nichts Besseres. Sag wie es ist. Also Piraten sind Pirat ist schäbig. Eigentlich ist es nur so, unterste. Captain Jack Sparrow ist noch ein cooler Pirat gewesen. Sonst sind eigentlich Piraten auch an Filmen nicht so gut. Ja, das ist eigentlich immer so zum Bemitleiden. So. Ja. Ja. So arme Siechen. Und da hast du gegenüber so die engländische Flotte und so Zeug. Und dort weißt du genau, wer du eigentlich leben wärst. Du wärst eigentlich die mit der Perücke. Ja. Die haben wenigstens richtiges Essen dort. Ja, das und ist dann ein bin ich so bisschen Perücke. Piraten sind nicht mehr so grusig, dreckig. Und wenn wir ehrlich sind, wir kennen ja das würde Geschichte, auch sie haben ja passen. gewonnen. Was? Die Engländer, die Perücke. Ja, Ja, die Perücke haben gewonnen. Wir sollten mehr Perücke tragen eigentlich. du schon, ja. Ich habe so in meiner Ecke rein. Einfach nur dort. So zwei kleine Perückchen. So, dann kommt das nächste, würde ich sagen, der Ritter. Ritter war im Ja. Mittelalter. Gewesen. Ja, die haben auch richtig geschissen die haben richtig eigentlich, ja. geschissen. gehabt. Aber als Ritter Nein, hast ich du halt würde- schon... Als Ritter bist ja hast du halt edel, auch ja. können richtig angesehen sein. Und als Pirat Als nie Ritter- so ja, ja. nicht. Aber als Ritter hast du vielleicht... Als Ritter hast du Essen bekommen, die haben Ja. den Ritter Ja, also gehabt. Ritter will nicht so als Vierte. Und es gibt auch coole also weißt, es gibt auch coole Bücher und Geschichten und alles über Ritter. Viel cooler. Ich würde eher den Cowboy aufs Vierte nehmen. Ja, aber Cowboys sind auch cool. Nein, Ja, aber in eben, der Cowboy Wüste gibt's ja halt jetzt noch. rumreiten und dann... Cowboy aber gibt es jetzt Cowboy, noch. ich Die glaube- müssen ja nicht mal krepieren, weißt du? Die können ja Ja. auch... Ein Cowboy ist einfach ein Farmer. Ja, eigentlich. Ein Cowboy Range. kann auch sich ein chilliges Leben machen. Der muss nicht... Alle anderen, glaube ich, die wir jetzt aufgezählt haben, sind mehr so wirklich für einen Krieg gedacht. Ja. Und dann bist du wie so... Ja, Piraten Ja. auch nicht, aber Piraten werden verschossen. Ja, aber Piraten sind halt kriminell per Definition und werden halt Ja. umgebracht. Ein Cowboy, der kann einfach... Aber der hat einfach Cowboy, Kuh. einfach chillen. A good pirate doesn't steal others' property. Ja, Hä? Ah, was? ja, so ein Kind von Disney ist das oder so. Ich weiß nicht, wie dich gehört hast. Du bist mega weit weg vom Mikrofon, ne? Nein. Okay, gut. Also erzähl. Und so, a good pirate doesn't take another's property. Also Disney hat das Konzept von einem Piraten nicht ganz verstanden. Ja, schön. Ja, Also, es würde sicher, die- es sicher auch gute würde Piraten die- geben. Ihr würdet Cowboy auf das 4 tun? Nein, ich würde das Cowboy nicht aufs Pferd tun. Weil du musst aber schon überlegen, auch wenn... Ach gut, Ritter sind Ja halt gut, auch- nein, der Ritter müssen wir eigentlich schon fast dorthin tun, weil das schon eine dunkle Zeit war im Mittelalter. Ja, Mhm. aber Ritter sind ja die krassen gewesen, das sind die edlen gewesen, die haben viel Essen gehabt und die haben auch viel Essen gebraucht, weil die haben einfach eine Rüstung getragen. Ja, aber nicht alle. Das sind einfach wahrscheinlich. alles fett... Mal, Ritter sind immer edel gewesen. Ja, Ritter okay. sind immer Edelstand gewesen. Du bist nicht ein Ritter gewesen, du bist ein Opferbauer gewesen. Stimmt, du bist ja zum Ritter geschlagen Ja. worden. Okay, weil dann... Und die haben auch immer Essen Das gehabt. ist schon ein grosser Vorteil. Ja, das sind die Steuern weggefressen haben, die Mhm. die Bauern gebracht haben. Ja, das ist wirklich ein Und die haben dann müssen verfressen, weil Vorteil. die sind ja auch, die haben ja müssen 50 Kilo Rüstung tragen oder so. Mhm. Mit allem zusammen. Aber das Mittelalter war wirklich, glaube ich, schäbig gewesen. Aber Ja. halt Wikinger dann Ja. in dieser Zeit wahrscheinlich auch. Also die haben wahrscheinlich ähnliche Probleme mit Aber die Hygiene. Wikinger, und so gehabt. die sind krass. Wieso? Weißt du, einfach. Cowboy haben aber auch mehr Drip, weißt du. Das hat schon geile Kleider gegeben. Ja. Was haben wir? Ja, Ah, so, Samurai. so immer noch Ritter ist, klassifiziert. ist schon krass drüber. Also finde ich es krasser als Mhm. so. Nein, In nein. der Realität haben die nicht so geil glänzig und so ausgesehen, sondern es sind so die Kettenkapuzen gewesen. Ah, und die so. So denkt er hässlichen. Aha, ja gut, dann ist irgendwie nicht Und so. von dass noch ein Streitkolb abgeschlagen wurde, das ist halt auch nicht das Geilste. Sag ich, es ist. Mhm. Aber sind Leute so rumgelaufen wie so der schwarze Ritter, weißt du? So Keine Ahnung. Echt? oder so die Edel, weißt du, die mit so einer. Ja, ich bin nicht dort gewesen. Ja, aber du bist der, der sich überall informiert. Nein. Ja, Benz. Und Du meint, bist er weiß alles. Klugscheisser. Du siehst schon die eine Rüstung, die hat es sicher gegeben. Ja. Aber haben sie wirklich angelegt? Ja, safe. Oder ist das so etwas wie mit den Das Wikingern? habe Die ich- haben ja auch nie Hörner an den Helmen gehabt und Mhm. so. Das habe ich im Podcast, glaube ich, auch schon erzählt. Die Foltergeräte aus dem Mittelalter sind auch einfach irgendwann später erfunden Ja, worden das hast du von erzählt. irgendeinem Dude. Also, Ja. was ich mal gehört Das habe. tue ich immer noch ablehnen, die Theorie. Ja, ich auch. Okay. Ich glaube, das war so ein Podcast wie mir, die erzählt auch etwas. ja. Du hast es nicht gecheckt, dass die einfach so... Ja. Aber ich würde so Samurai im Wiking ist höher. Das finde ich bis jetzt die schwierigste, weil ich wirklich sind also eben der Ritter ist Vorteil, wenn du Ritter bist, bist du safe schon mal ein Adliger. Ja, Und das ist dann hast safe du schon mal sehr Essen. viel Vorteil. Ich würde sagen, der Cowboy ist viel. Ja, nein, das ist einfach etwas, was das Grundbedürfnis. Zeit ist es halt wirklich noch Das ist schon wichtig in dieser Zeit. Ja, vor allem Ähm, als Cowboy kannst du halt auch hungern, weil dort hast du kein Gesetz gesehen oder irgendetwas und... Dafür hast du als Cowboy mehr Freiheit und kannst einfach chillen. Nachher Samurai ist, du bist eigentlich so wahrscheinlich der Samurai ist so glaub ich, gar nicht so geil. edel, aber es hat auch viele Samurais gegeben, die Aber glaube ich auch einfach Katana normale so. Krieger gewesen sind. Darum
Das ist wahrscheinlich auch nicht so geil. Kannst du aber auch nicht gar nicht so geil, wie es mit dir auf das Eis tun? Nein, auf das Eis müssen ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Die Joshi, die Jungs von Rico, was heisst du? Es ist halt gesagt, mehr- es ist einfach klar, es ist das Eis. Es ist halt mehr aus unserer... Als Kind, wenn du überlegst, boah, Samurai Ninja, so Zeugs, die richtig, wie heisst das, so ehrvollen, ehrwürdigen Leute. Da willst du halt ein Samurai Ja, sein. aber stell dir vor, du hast irgendwie, weil du gierig warst, bist du am Mehlfach geballert und danach musst du dir einen Yoshi. Stell dir mal vor. Und danach musst du dir einfach einen Dolch in den Bauch reinstecken und so weit Rammen. aufziehen wie geht, Alter. Was? Scheisst dir das nicht an? Stimmt, die haben ja richtig hässliche Reiten und so, weil es eben so ehrenvoll und so ist. Ja. Also wenn du verkackt hast mit der Ehre, dann bist du durch. Ja. Du kannst die Ehre genau einmal wiederherstellen, indem du dich in den Bauch reinstichst und deinen Ritt so weit aufziehst wie geht, Alter. Und danach hackt einer den Kopf ab. Wie hat das geheißen? Irgend so. Harakiri. Harakiri. Das kann sein, ja. Wow. Wikinger sind aber, wenn wir ehrlich sind, auch nicht so geil. Nein. Shit. Vielleicht schon, ja, sind alle nicht so geil. Aber also jetzt würde ich als Schweizer gerne leben. Ich glaube, Wikinger sind eben schon cool. Der Die haben auch TikTok-Trend ist der TikTok-Trend, wenn du dort sagst, ja, ich wäre eigentlich am liebsten Schweizer, bist du nachher zuoberst oder zuunterst Ich glaube, zuoberst hast du auf gekauft. der Liste. War das so ein Ritter im Römischen Reich? Das ist geil. Ritter im Römischen Reich. Ja. Das sind ja auch Ritter. Nein, Oder Die nicht? sind doch nicht das sind zum Mund Soldaten. geschlagen. gewesen. Das sind Soldaten. Ja, aber das sind auch irgendwie so mit Ritterrüstungen. So. Ja, aber nein, ein Ritter ist ja zum Ritter geschlagen. Das ist ein Edelsmann. Es gibt doch heute auch Ritters, Rittertafel, ja. wo wegen etwas... Ja, die Heißt werden doch Ritter, wegen Ritter, wie sie random reiten? Sachen- Kann sein. Ride. Das richtet doch nicht alle Ritter. Ja, Rider. du musst ja nicht Englisch. Ja, Wie heisst das ist der ja Rider wahrscheinlich auf- vom Ritter auf Englisch gekommen, Englisch? dann haben wir Knight. es auf Deutsch. Ein Ja. Knight ist aber ein... Und du hast einen Kämpfer, Ritter. oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach die Berufsbezeichnung von dort. Knight. Also, shit, das ist ultra schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Aber ich würde Ritter eigentlich so aus unserer jetzigen Sicht noch fast das Oberste und dann Cowboy und nachher Wikinger, weil es ein bisschen mehr Style hat, und nachher Samurai. Aber nicht, dass irgendwie Samurai mega wack wäre insgesamt, sondern es sind wirklich 4 Sachen, die so ein bisschen... Nicht, Ja, also, aber wo so ein bisschen... wie heisst es? Schaust du auf die Leute so. Also, Ich jetzt glaube nur- eben einfach jetzt nicht mehr, Samurai, die haben viel mehr Krieg gehabt als ein Ritter. Mhm. Mensch. Ich glaube Ja. schon. Ich glaube, Samurai ist ja nicht eine Bezeichnung für Leute, die irgendwie geschlagen werden zum Ritter, so, sondern das sind auch normale Soldaten, gewesen, die einfach ein bisschen bessere Ausbildung Ja. haben. Das heisst, von denen hat es viel mehr gehabt. Das heisst, wenn du so einer bist, ist die Chance riesig, dass du einfach auf dem Schlachtfeld so normal halt... Und du, weißt, präparierst. du musst ja, weil du musst ja ehrhaft kämpfen. Die Dritten sind ja die Räudiger gewesen. Das sind ja die gewesen, die dann auch Kreuzzüge gemacht haben. Das sind einfach mit ihrem Schild und ihrem Kreuz sind sie überall hingegangen und haben einfach alle abgeschlachtet. Ja, die hatten niemand eine Chance gehabt gewesen. Mhm. Abgeschlachtet und vergewaltigt. Ja, das ist aber immer so. Hat das Samurai selber auch gemacht oder nicht? Wahrscheinlich nicht, das sind ja ehrhaft. Aber sind sie wirklich so ehrhaft gewesen, oder haben sie einfach so tun? Hey, ich glaube... Weiss ich das? Komme ich dann zum auf das Eis. Wenn sie keine Vergewaltiger sind, dann ist es schon mal gut. Und Cowboys? Cowboys haben wir gesagt, das 4. Aber die sind auch keine Vergewaltiger, also Aber die nicht sind unbedingt. immer so... Ja, mal eben, weil das sind ja die Gesetzlosen. Also, Nein, Cowboys sind nicht gesetzlos. ja, aber es ist ja der Wilde Westen, das ist ja... Ja, alles- dort hat es nicht so viel Wenn es Gesetze. kein Gesetz gibt, dann kannst du gar nicht gesetzlos sein. Es hat schon Mal, Gott eben gegeben. gesetzlos bist du ja dann. Also, wir sagen Samurai, Wikinger, Ritter. Die Frage ist, ob wir den Ritter über den Wikinger setzen. Ja, nein. Wikinger ist halt, ich weiss nicht, in unserer, so, auch so in unserer Kultur sieht man Wikinger als voll die krassen Leute an. Mhm. Aber es sind nicht krasse Leute gewesen. Das sind wahrscheinlich auch krasse Leute gewesen, ja. Also so, weißt du. Also Und wir haben ja nur Ritter- einen Film schauen, gell? Ritter sind, Drachen zu einem leicht gemacht, das sind schon sind mal- nicht Ritter eigentlich die dann gewesen, die von den Wikinger gebumst worden sind? Ja, scheint schon, ja. Da wären die Wikinger schon oben. Also Samurai, Wikinger, Ritter, Cowboy, Pirat. Ja, Sind ihr zufrieden, hat jemand etwas einzuwenden? ja ich würde Cowboy nochmal ein bisschen Also, weiter, aber die das ist Frage geht ja okay. normalerweise nur um die 3. Um Ja. Cowboy, Samurai und Piraten. Der den Pirat nimmt, das verstehe ich gar nicht, Alter. Nein, das ist wirklich... Es gibt kein Dings für... Piratisch. Ne? Ja, also du willst als Skorbut sterben. Ja. Weißt du, von Und mir... kein Weißt Essen. du, Oder das ist du so aus im dem Wilden Meer Westen versaufen. ist es auch heiß und so, aber...
dort kannst du wenigstens in ein Haus reingehen. Oder irgendwo in einen Keller. Aber. Kollege, in der Karibik. Alter. Oder in einen Wald rein oder so. Aber Das ist du bist einfach auf dem fucking Boot. auf einem Meer, wo es salzig ist, überall alles salzig und du hast kein Wasser zum Trinken. Mhm. Und weißt du, ist deine Fresse die ganze Zeit trocken. Für dich wäre das Schlimmste. Ja, weißt du, ja, also der lernt es rum rein. Die haben das einfach gemacht, wie es siehst als Wasser. Also, Ja, weil du nicht krepiert bist an dem. ja. Was destilliert war. Aber der Cowboy ist eigentlich wirklich noch geil. Cowboy ist eigentlich noch easy geil, Alter. Mhm. Cowboy kannst du jetzt noch sein. Stell dir vor, ein jetziger Cowboy mit einem Rössli und mit einer Ranch. Dein Rössli ist vielleicht einfach so ein Dodge Ram oder so. Oder ein Traktor. Und da hast ein paar Waffen hinten drauf. Da kannst du ein bisschen rumballen. Am ehesten wäre es noch ein TÜV. Ein Helikopter rausrötzen. Da oben bei uns, die Bauern, die fetzen doch auch immer mit diesen kleinen Scheiben TÜV rum. ja. Das wäre wie so Die sind so Psychopathen. ein Ross. Ja. Aber wir sind sicher auch so lustige Sachen. Gehen wir das Thema weiter? Ich habe eine Ja, Theorie. wir haben es ja abgeschlossen. Ich habe eine Theorie. Das finde ich nicht Theorie. Ich bin gespannt, um sie zu zerstören. Oh nein, Alter, du bist so ein Miete? Gemüse, Miete ist meistens überlegen am Kaufen. Ja. Ich gebe dir eine Theorie recht. Wieso? Ja, es ist einfach immer chilliger, du hast kein Problem. gell? Bist sicher. Du bist nicht boah, shit, Benz. Was ist dein Problem? Ja, weißt du, bist nicht ganz verantwortlich. Von was für die Sache redest du? Von allem? Ja, allem. Ich weiß nicht, was ist Ja. besser gekauft als gemietet? Ja, Miete musst du halt mehr aufpassen. Das Das wäre für Handy. dich wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe mein Handy habe ich gemietet. Das habe ich auch gemietet, stimmt. Ich habe mein Handy Also nicht gemietet. gemietet, das ist ja nicht Miete eigentlich. Nein, das ist Wo eher ich habe- das geht eher unter Leasing. Nein, ich habe mein Handy bei einer... dann erzählt er mir jetzt wieder, dass ich abgezogen werde. Ja. Nein, ich habe mein Handy bei einer Webseite, so, wo man kann technische Geräte mieten Futzturm. Und dann? und dann schicke ich es zurück. Und dann? Dann tun die es weiter vermieten und Also so easy. weiterverwerten. Wie viel zahlst du im Monat? Ich weiß es gar nicht. Bei 30 Stutz oder so. Ja, weißt du, du hast es genau 2 Jahre und dann bist du viel teurer als der Preis war. Oder 20 Stutz. Ich kann mal schauen. Aber es ist... Nein, ist easy, müsstest du es eigentlich recht lang haben, bis du mal den Preis hast vom Handy. Was ist das für eins? ein Google Pixel. Eines von den neueren Google Pixel. Und nicht das neueste, Ja, aber vielleicht ist es gleich werf, ja. irgendwie Nein. 30 Also Stutz. wenn es glaub kaputt geht? ich. Ist versichert. Das ist ja das Geile an den Mieten. Mhm. Also du musst gar nicht zahlen, wenn es kaputt geht. Ich glaube, so irgendwie ein gewisser Prozent das halt nicht, oder eine gewisse Pauschale musst du schon, damit es nicht einfach kannst. Nein. Also es ist voll fair eigentlich, so wie ich es gesehen habe. Ja, das ist so. Wenn du das Haus hast, musst du immer schauen, dass es nicht passiert. Wenn das Zeug vom Dach runterfällt und jemand umbringt, bist du die schuld. Mhm. Hm. So schön. Was? So schön. Tust du nicht oder so schön? So schön. Joshi. Was ist mit dir? Du checkst gar nicht, kann es sein? Mhm. Die Joshi ist komplett am Arsch. Er hat gestern einen Milch weggeballert. Und jetzt ist er heute Morgen irgendwann heimgekommen und jetzt ist er am Arsch. Und dann hast du viel zu spät geschlafen. Mann, Gio, Alter, Jetzt hat er gerade gefurzt und das ist ja nicht okay, weil Genau, er das Bier in die führt. Richtung. Und ich stinke nach Scheiße. Mann, jetzt ist meine Theorie voll einfach akzeptiert. Das ist gar nicht... Ja, was soll ich sagen? Ja, ist gut, wenn ihr zustimmt, dann ist super. Aber was willst du denn noch mieten? Sonst... Du kannst alles mieten. Ja, das sagen wir. Also, Mieten hat seine Pro und Kontras. Aber ich habe das ja in dieser Wohnung da gesehen. Wir sind da innen per Miete. Und Du sagst die Wahrheit. der Christian ist da innen per Miete. Nein, das habe ich nicht so gemeint, ja. Ich habe nicht das gemeint. Und es ist halt mühsam. Also, einfach in diesem Haushalt da, in dieser Wohnung, habe ich das Gefühl, muss ich so viel machen, was eigentlich am Vermieter seine Sache wäre. Was? Also die Heizung steigt aus, dann lässt mal x Heizungsmänner kommen, Sanitäre, um das Problem zu Stimmt beheben. nicht, das sind Heiziger. Schon? Ja. Ich bin nicht vom Pro. Sanitär. Sanitär macht der Ja, Nassbereich. und halt einfach Sanitäter. und dann Ja. x Leute kommen lassen, oh ja, ich weiß nicht mehr, was es ist. Und nachher der Letzte sagt so,
oh ja, die Heizung ist da verkehrt angehängt worden. Ja, super, dann lass den nächsten kommen, lass das machen. Dann zum Beispiel da unten im Gang, die Wand, die da aufplatzt, der Verbotz. Was ist das, Kollege? Ja, aber das liegt einfach daran, dass die Hütte scheiße gemacht ist. Ja, aber das ist alles mein Zeug, wo ich mich muss melden für all den Das Scheiß. ist genau das Gute, das ist ja nicht deine Hütte. Wenn es deine Hütte wäre, dann Ja, dann müsste ich es zahlen, ja. Ja. Aber ich... Jetzt kannst du einfach motzen und zum Mieter anrufen. Du musst vielleicht mehr ins Ding reinreden. Du musst einfach mehr Mieter anrufen und sagen, hey, da läuft das Zeug läuft nicht. Und dann muss er das Zeug kommen. Ja, ich habe sie nicht geschmeckt, dass die Heizung nicht funktioniert. Der hat Mal. einen super Architekt angestellt, der da die Hütte umgebaut hat für ihn, weil er ist wahrscheinlich noch nie im Glanerland überhaupt gewesen. Und der, ich sage mal jetzt mal nicht den Namen, aber der lustige Architekt, der ist wirklich einer der besten. Der... Was? Mit Augenzwinkern. Der hat einfach alles verkackt. Hat irgendwelche Kollegen von sich angestellt. Ich kann sich nicht vorstellen, als wäre das ein Winterarchitekt gewesen. Ja. Und dann hat der Ja. Kollege angestellt und den Abrieb machen und so. Der Abrieb ist nicht recht gemacht. Du siehst genau, wie die Platten reissen, die Fernsehplatten. Und du siehst genau, dass Kreuzstöße sind bei uns so beim Ding. Und darum reißt es auch. Die Ecken sind nicht abgespachtelt. Die sind dann nicht Schwalbenschnitt gemacht worden. Es sieht einfach, es fängt an der Ecke an zu reissen. Silikonfolgen sind nicht schön gemacht. Die Lichtschalter. Die Lichtschalter, Elektroinstallationen sind auch alle nicht schön gemacht. In der Dusche ganze Fugen lösen sich, weil es Ja. halt nicht... Die Folgen sind generell auch nicht schön gemacht. Ja. Und das Gelände Die Stege ist... Jede Stege in diesem Haus ist irgendwie anders und alle, die zu Besuch kommen, fliegen fast auf die Fresse. Ich fliege Okay. jeden Tag auf Fresse. Und das Gelände Ja, aber das liegt auch an dir. das Gelände Der ist auch Boden, irgendwie so- der Boden ist auch einfach irgendwie verleiht. Die Sockelisten sind gar nicht recht gemacht. Der Boden lüpft auch. Sie haben eine Schwelle gemacht, wo sie 4 verschiedene Schrauben reingedrillt haben. Es ist wirklich Das Katastrophe. Geländer. Das Gelände sieht so aus, als hätte ich es gemacht. Das wäre jetzt wirklich... Welches so Geländer? Alu- Die da, die im Aha. Steinhaus, das sind so Alu-Stäbchen, die zum Coop im Jumbo und nachher tust du so dort reinschrauben, voll hässlich. Vor allem, das Geilste ist, Oder? oben dran fehlt noch das Gelände, weil er Ja. gesagt hat, zum Zügeln. Ja, Wir haben es weggenommen. Und, aber wir können es dann danach dran tun. Es ist noch nie gekommen. Hebfresse, Architekt. Oder das Hey, wir sind nicht bereit. der unterste Handlauf da ist Ist mit einfach Papi abgekippt. raufgekommen. Er ist halt alt und hebt sich halt am Handlauf fest. Und plötzlich hat er einfach den ganzen Handlauf in der Hand. Weil es aus der Wand rausgekippt ist. Wie? Und er hat nicht dran gezerrt. Das macht mir Angst. Ich habe mir mal vielleicht länger angeschaut. Und so Sachen halt, dass halt einfach nicht kannst Zeug in die Wände reinbohren oder schrauben. Ah, so meinst du, Halt- weil es nicht dir gehört, kannst du es nicht richtig Genau. selber einfach verbessern. Ja. Ja, das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Weil ich würde weißt du, gerne da so irgendwie ein Regal anmachen. Ja, dass ich weißt du, kann wir alle gehen ja Bücher einen Fick drauf. aufstellen Oder so. Das ist halt mühsam. Ja, Ich habe Aber Angst, so dass ist der es. sagt, ja, schau, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. der muss so die Fresse haben, Und- Alter. Ja, nein, Aber er hat... wir haben ja keine Übergabe-Dingsmässig richtig gemacht. Ja, Ja, wir haben wohl, einen ja, unterschrieben, aber er hat dann noch umgebaut. Und dann haben sie jetzt da Platten, Gartenplatten bei uns auf der Terrasse, die kaputt sind. Ja, super, Alter. Nein, sie haben sie angetan, dann haben sie das Geländer drauf getan und dann sind sie kaputt gegangen. Die Stege ist generell hässlich, die gemacht worden ist. Und dort, wo sie dann das Loch gemacht haben, um eine Tür machen für die Terrasse, haben sie halt einen Stein wegspitzen. Und keine Ahnung, ist es halt einfach so scheiße Bau gewesen, dass im oberen Stock nachher im Gang halt einfach einen riesen Riss in der Wand gegeben hat. Und dann haben wir das denen gesagt, so Jungs, könnt ihr das irgendwie auch noch ein bisschen beheben? Was haben sie? Ein bisschen weiss drüber gemacht. Hey, super, gut. Dann wollen wir noch ein bisschen Sekundenkleber in den Schlitz rein tun, oder was? Mega drauf. Ja, das war mein Beitrag für heute. Also du wärst lieber eigentlich im gekauften Haus wohnen, weil dann Ja, könntest du auch selber das Zeug machen. ja wenn ich es mir leisten Eben, könnte, das ist sicher. einfach das Ding. Insgesamt ist es günstiger zu mieten, oder? Ja. Ja, jetzt ja. Aber früher, als die Eltern das Haus gekauft haben, für 300'000. Das ist ja fast geschenkt. Nein. In Hatzigen. Ja. Also, Aber ein riesiges Ja, ja. Haus. aber schon nochmal Mit, besonders. mit Garten und alles. Ja, du musst sie auch umbauen und du musst auch Kredit Ja, aufnehmen. also Das ist dort- ja das Teure. Dort Der zahlst du Kredit auch ist halt mega viel. scheiße jetzt, mit Zins her. Mhm. Das Aber ist sonst haben sie ja. sich so gerne ein gekauftes Haus. Boah, das ist schön. Ja, aber eben die Verantwortung gut, hast du schon. Und wenn das Geschirrspüler kaputt ist, kannst du nicht einfach für Dinge anrufen. Und dann hast du einfach 15'000 Stutz weg. Mhm. Und für das nimmst du keinen Kredit auf. Du musst auch einen Puffer haben.
Also ihr könnt alle nicht auf Miete leben. Auf ein Ding leben. Auf Hauskauf. Ja, schön. Ja, ist echt Sven, schön. Auto mieten ist ja besser als eins kaufen. Nein, das ist nicht. Moll. Also Hast Miete du- wenn's viel bei Autos brauchst. ist ja Leasing. Nein. Nein. Du kannst Leasing mi- etwas anderes. das, was wir jetzt mal gemacht haben, das ist Mieten. Habt ihr das gesehen, was ich geschickt habe? Du kannst das Autoverleih. Elektroauto mieten. Ja, Mit allem drinnen. ja, Du hast keine Verantwortung, nichts. Sie zahlen dir sogar den Strom. ja. Du zahlst irgendwie... Oh, was Du zahlst 500 Stutz oder 600 Stutz im Monat. Nimm dein Mikrofon zu dir. Ja, 600 Stutz im Monat. Und wenn Ein das- Monat? Ja, und wenn du das viel brauchst, dann lohnt sich das locker aber- und du hast kein Problem. Du hast eine Versicherung drin, du hast sowieso Vollkasko-Zeugs und so, weil die das wollen. Also, Ja, die müssen das haben. weil die das müssen haben. Ja. Alles nicht dein Problem. Ja. Leute sollten mehr Sachen mieten, habe ich das Gefühl. Ja, aber dann gehört es wieder irgendjemand. Und dann gibt es wieder Globalismus. Was gibt's? Monopolismus. Was haltest denn du davon, Joshi? Schon am Schlafen. Joshi ist der grösste Missgut. Ich schwöre. Martha, Mimi, komm, übernimm du. Okay, hallo, ich springe für einen Yoshi. Boah, der Benz. Yoshi ist am Schlafen. Also der Ski ist eingepennt, aber wir gönnen ihm jetzt, das wird wirklich eine lebige Nacht. Ja, ja, nein, ich weiß nicht, was Erzähl. du Werbung nennen kannst. Es war eine Milf. Die war schon wieder fast tot, so alt wie die war. Hallo. Die ist ja fast aus der Gelenk gekriegt. Vielleicht hat sie schon eine gemachte Hüfte gehabt. Schon ein bisschen übertrieben, Benz. Ja, vielleicht ein klein. Kann ich das nicht mehr weiter anziehen? Man muss schauen, dass... Warte schnell. Da ist... Schlagzeichen. Ja, wenn du der Mimi, Joshi sagt, das ist Mimi. Heute ist eine langweilige Folge. Da darfst du gerne das nächste Thema bringen. Über was willst du reden, Mimmer? Die Leute im Tierheim wollen nicht, dass ich das Insta mache. Nein! Hast du das Video gemacht und gezeigt? Hm. Oh. Was hast du Aber- denn gesagt? Ja, ich weiss nicht, was ich soll machen für ein Video, weil irgendwie... Wenn, dann würde ich einfach auf Insta mehr so ein bisschen die Leute einfach auf dem Laufenden behalten. Ja. Aber was ist denn das Problem? Dass sie es nicht wollen. Ja. Also, sie haben einen IT-Mensch. Ich glaube, er heisst auch Christian. Sagst du noch, Christian, mal, soll mal deine scheiß Webseite besser machen? Die sieht scheiße aus. Alter. Das ist nur für uns. Das sehen andere Menschen gar nicht. Wir haben keine Webseite. Wirklich? Mal, wir haben eine Webseite. Die Und Webseite? die ist noch easy. Ja, sie ist easy. Ja, vielleicht schön die bedienfreundlich, aber sie sieht scheiße aus. Ja, sei sie. Das ist aber, wenn du einen IT-Mensch hast, aber kein Webdesigner. Ja, genau. Hören die Leute hören ja den Podcast nicht, oder? Nein. Hören den nie. Nein. Das Problem ist einfach so, der Chef ist so einer sehr ideenfeindlich. Und Was ein bisschen Straub ist, so wie er eine Art wie aussieht und Ja. von seinem Vibe her, würdest du Ja. denken, das ist so ein offener Dude, der voll Bock hat auf neue Sachen, weil es halt, ja, absolut nicht. mega bitter. Wirklich nicht. Und ich habe es ihm eben gesagt und dann hat er eben, also ja, das habe ich dann mit der Chefin, also mit der Personalleiterin angeschaut. Und sie hat dann eben mit dem Informatiker, mit dem Webseiten-Dude geredet und der hat gemeint so, ja, ich glaube, weißt, das ist halt nicht so die Generation, die dann auch etwas für spenden und So ein Bullshit. ich glaube nicht, Hat er schon mal dass gesehen, das etwas wäre für uns. Und dann muss man dann halt auch schauen, was man postet. Hat und der dann IT-Dude gesagt? ja. Ja, aber Bro, Sie müssten ja, das ist dann- ein IT-Dude. Ja, irgendwie so 50 wahrscheinlich. Kein Okay, Plan aber von wieso gehst du... Und dann hat sie dir gesagt, dass er das gesagt hat. Mhm. Und warum hast du dann nicht gesagt, und all die Twitch-Streamer, die von Donations leben, das sind ja alles junge Leute. Ja, aber die begreifen das doch nicht. Ja, wieso? Das musst du doch ihnen erklären. Ja, ich habe schon gesagt, ich muss nochmal ansitzen mit ihnen und das anschauen. Aber ich verstehe schon, dass es mühsam wird, weil ich muss nicht dann wahrscheinlich jedes Mal den Post zuerst zeigen, dass sie es okay geben. Ja, die Wieso? ersten paar Mal, wo's... Ja, aber wieso denn? Also das kann ja nicht schaden. Weil, ja, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade 2 Hunde. Ja. Die sind aus einem Todesfall gekommen. Und theoretisch gesehen darf man nicht wissen, dass die bei uns sind. Weil es hat schon gegeben, dass Verwandte oder so von dem bei Tierheim eingebrochen sind, um die Hunde zu stellen. Zum Beispiel so Sachen.
glaube ich nicht, dass das passiert hat in der Ja. Schweiz, aber Also, und auch wenn's eine Art, eben, klar, sie wollen dort vorsichtig sein, dann hast du 2 Tiere, die du nicht zeigen darfst. ja, oder ich wüsste ja, kannst- das wenn das wüsstest ja nicht du. darf zeigen und Ja. wenn Ich nicht. finde es sowieso lustig, dass die Leute so aus dem Berufsgeheimnis so ein richtiges Ding machen, um meinen Beruf legitter zu machen. Das denken wir auch so viel wie andere Sachen. Also, Bro, Alter, wenn der Lia da wieder erzählt, ja, du darfst nicht sagen, es ist eigentlich dafür überzeugt, das Berufsgeheimnis. Doch, Ja. wie deutlicher reden, Alter. Bro, Alter, halt deine Fresse, Alter, das wirst du nicht interessieren. Wenn es mir sagst oder so, Alter. Also, ja. Ja. Vor allem das Instagram, das kann so nicht schaden, es ist einfach nur geil. Also, es kostet Ja. sie nicht, es kann nur geil Mhm. sein. Das habe ich aber auch gesagt, sie können ja fast kein Minus machen mit Nein, dem. es kann nur geil sein. Und wenn, sie sind auch nicht so Fan zum Spendenaufrufe machen. Keine Ahnung warum. Ja, geil für den Aber- Betrieb, wenn er aufspenden Ja. Der letzte, was sie gemacht Und ich haben, Dreckslohn. ist, ja, der letzte Spendenaufruf, den sie gemacht haben, ist irgendwie etwas gewesen, Geld sammeln, keine Ahnung, für eine Operation oder so, von einem Tier, was es nötig hat. Und sie haben halt einfach irgendwie 200% gespendet bekommen. Von dem, was sie wollen. Ja. Ja, weil die Leute wollen die spenden. Ja, Damit ich weiss. So aber viele ich Leute haben zu viel finde, Geld. sie haben so einen Stock im Arsch. Ja, dann sagst du, hey, schau, die sind alles Opfer. Ja, aber ich muss nochmal reden mit ihm. Du musst wirklich das, also, Das ist krank. Also, der wird sein Geschäft in die Wand fahren. so das einzige Argument dafür ist wirklich, entweder du willst irgendwelche Tiere, die du nicht darfst sagen oder die du nicht willst sagen, easy. Also, das kannst du ja locker, das ist ja gar kein Problem. Mhm. Oder wenn die Leute nicht wollen drauf sind, das ist auch gar kein Problem. Ja, sicher. Und wenn das die einzigen 2 Argumente sind, dann bringst du das auch her, dass das nachher irgendwann geht, weil das ist wirklich dumm. Ja, es ist... Es spricht nichts dagegen, es ist gratis, um das einrichten. Ja. Wir reden einfach so drüber. Wir wieder so ein Thema bringen, wo die Leute rauskommen, was passiert. Nicht einfach so, ja, ich darf kein Instagram machen. Ich finde das gut. Sag mal einen Sport, Jemima. Nein, ich hätte noch mal etwas von dir heim. Ja, erzähl. Ja, das sag mir auch von dir. Zum Beispiel, habe ich ja schon mal gesagt, der Chef hat... War jetzt... 7 Katzen. Mhm. Das sind einfach die Chefkatzen. Und die chillen jetzt einfach im Tierheim. Die sind auch Chefkatzen. Mhm. Die gehören ihm, die sind nicht zur Vermittlung. Die chillen jetzt einfach dort und besetzen mittlerweile schon 2 Zimmer, weil die einen 3 sind voll schlecht Weg. Der Chef sieht die Katze so gut wie nie. Mhm. Der kommt die nie besuchen oder durchschmusen. Und ich habe jetzt die letzten 3 Tage habe ich, das Katzenhaus gehabt mit seinen Chefkatzen. Kollege, die Katzen sind so herzig und liebesbedürftig. Sie sind vielleicht nicht gerade die schönsten Katzen, aber sie sind so lieb. Mhm. Und ich hocke manchmal 5 Minuten mit denen an und sie sind alle auf meinem Schoß am Schmüseln. Weißt du, am Mittag haben die Nachtdienst? Nein. Weil wir haben die alten Nachbarn, unsere Lieblingsnachbarn. Und falls jetzt etwas wäre, wären die ja um. Aber sonst, wenn die nicht wären, dann müssten wir einen Nachtdienst haben, sozusagen. Mhm. Wieso meinst Ja, weil du weißt ja gar nicht, ob er nicht mit deiner Katze schmust. Vielleicht geht er am Abend Nein. dorthin und schmust sie richtig durch. du? Nein. Richtig schmusen. Okay, cool. Und was hast du jetzt damit sagen? Ja, ich Du hast jetzt einfach einfach sagen, dass es komisch Gib ist. doch die Katze zur Vermittlung frei. Die hat doch ein ultra geiles Daheim verdient. Mhm. Tut mir so leid. Klar, wir haben geile Zimmer und so und sie haben auch einen Balkon. Seine Katzen, das sind ja seine Katzen. Das ist ja sein Hey, Tierheim. hallo, sie ist richtig mad, Alter. Wie kann man so mad sein? die ganze Eigentlich ist Zeit? nicht das ganze Team ist im Fall so drauf. Und ja, ich finde es halt einfach daneben, für was hast du 7 Katzen, wenn sie nie siehst und nicht zur Vermittlung frei ist. Aber er wird sie auch nie zur Vermittlung freigeben. Das ist ja so etwas... Das ist, wenn man sich nicht... wenn man darüber redet, dass es wichtig ist, dass man sich über 2 Seiten Gedanken machen muss. Mhm. Das ist genau das gleiche wie der Elia, was hässlich ist, wegen der Deutschen, die Streamer und YouTuber, die wollen Steuern zahlen und sich da verpissen. Mhm. Ist doch jedes gerade recht. Wir wollen in einem Land sein, wo das Stück funktioniert. Wochen vorher haben wir noch darüber geredet, dass sie kein Internet haben an gewissen Orten und dass sie alle dass sie gar keine unlimitierte Abos haben. Die haben einfach so höchstens so 40 Gigabyte oder so. Und die Wirklich? zahlen jetzt voll viel, die zahlen mehr als wir. Mensch? Ja. Okay. Und dann haben wir über das geredet und dann kommt er nächste Woche heim, weil er eine Schule hat mit einem Deutschen, der sich über das aufgeregt hat. Und hat er gerade seine Meinung angenommen. Aber es macht gar keinen Sinn. Ich will mich einfach pissen, Alter, und nicht funktioniert. Vor allem, wenn er noch darf, also gut, dass das wieder aufgehört, glaube ich. Ist richtig cool, habe ich eingeschickt. Coole Demonstrationen. Mhm. Yes. Was?
Was für coole Demonstrationen? Nein, was sagen? Hast du mitbekommen, Mimi? Ja. Demonstrationen gegen rechts Nein. in Oh. Deutschland. Die Das sind mit den Traktoren? Nein. Hey, Mimi, hast du das nicht mitbekommen? Ja, die Mima bildet sich nicht. Mimi, Ich bin wirklich? politisch wirklich Nein, nicht im politisch. Das Minusbereich. ist... Das ist wichtig in Mima. Es wäre fast wieder 1945 vorgekommen. Was? 1933. Nein. Plakat sind so Perlen gewesen. Oh shit, das geile Plakat. Irgendein Korrektiv, also irgend so eine, ich weiß nicht, was das Fernsehsender, YouTube-Kanal irgendetwas ist, irgend so ein Kollektiv, wo probiert Sachen aufzudecken, relevant. Die hat eine Art wie eine Doku gemacht, so eine Mini-Doku wie AfDler mit der Rechtsextremen und eben auch CDUler und so eine andere Partei, wo so erzkonservative und rechte Leute dabei sind, haben sich zusammen getroffen und darüber geredet, wie sie könnten Remigration eine Art, also ja, es ist dann um den Begriff Remigration gegangen, eigentlich, wie ganz viele Leute, möglichst viele Leute zu deportieren, halt. Einfach Ausländer raus, im grossen Stil so. Auf Afrika. Ja. Einfach nicht mal irgendwo zu ihrer Heim, wo sie waren, sondern einfach auf Afrika. Ja, Und sondern das Ding einfach ist- so, hey, ja. wir haben da keinen Bock und wir wollen sie irgendwo haben, wo sie niemand, also wo sie uns nicht stören. So. Und das haben sie eben aufgedeckt nachher, das Kollektiv, das Journalistenkollektiv. Also weißt du, Mimi, es geht darum, die Leute auszuschaffen, die auch schon seit 2 Jawohl, Generationen also das dort ist sind. wirklich- Ja, so Yoshis zum Beispiel. Ja, Ja, ich wüsste jetzt sogar nicht, noch halt seine so. Kinder, die würden dann auch ausgeschafft werden, obwohl die eigentlich gar kein... Weißt Raus du? mit dem Yoshi. Raus mit dem Also Yoshi. Leute, die wirklich eigentlich schon richtige Deutsche sind. Einen Ja. deutschen Pass, sind schon seit 2 Generationen in Deutschland, die Großeltern Ja, sind gekommen und so. Das habe ich schon gecheckt. Ich weiss, Und dass also 2 es Generationen. geht wie so wirklich so um Nazi-Shit und auch insgesamt in der ganzen, also in der letzten Zeit, wo wie der Faschismus halt wirklich so klein wieder in die Politik hineingekommen ist, auf ganz komische Arten halt, Überall auch. weil sich die CDU auch nicht irgendwie, sie sind sich einfach nicht distanziert von dem Zeugs, wo in Teilen von der AfD gelaufen ist, wo wirklich daneben ist. Mhm. So, ja. Und jetzt ist das halt wie so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und am gleichen Tag, wo die Bauernproteste waren, Mhm. und dort sind irgendwie, ich weiß nicht, es sind 8000 Leute dort gewesen, Mhm. hat es angefangen, dass in gewissen deutschen Städten 100'000 Leute, also ich glaube irgendwo in einer Stadt sind 250'000 Leute Hamburg. an einem Abend auf der Straße gewesen und haben quasi so ein kleines, also irgendwie AfD-Verbot. Ich nehme nicht an, dass alle Leute von diesen 250'000 ein AfD-Verbot wollen, weil das ist ja wieder auch noch so insgesamt ein politisches Ding so, aber wirklich so, hey, gegen Faschismus, irgendwo durch, schon gegen die AfD so, und es sind so viele Leute gewesen. Okay. Und das ist jenseits, und das läuft jetzt immer noch. Also das Ja. ist seit einer Woche, 2, Das sind so viele Menschen. sind 100'000 Leute jede Woche irgendwo auf der Straße in Deutschland. Oh mein Gott, und wie peinlich die gewesen sind. Die haben dann schon wieder so sagen, ja, das ist fake. Und so viele Leute voll. von Hamburg, wo sie auf einer Brücke am Protestieren sind. Und dann hat es ein anderes Foto noch mit einer anderen Perspektive und dann sieht es so aus, als würden die Leute auf dem Wasser stehen. Aber das stimmt gar nicht. Sondern es ist einfach eine andere Perspektive. Das eine ist von oben gefüttert, das andere ist von schräg. Und die so, hey, es können gar nicht so viele Leute sein. Die sind reingefotoshoppt, die stehen nicht auf dem Wasser. Und es hat so mega viele Videos gegeben, so, wo so Linien eingezeichnet haben. Kollegen, Alter, darum sind wir für Bildung da. Und sie haben schon das gehört von Perspektive und Ja. so. So lustig. Ja, und eben die AfD probiert, also die Leute von der AfD, die Politikerinnen, sind halt dann eben so sagen, ja, das ist irgendeine Verschwörung gegen die AfD und so, das sind alles gekaufte Leute und so, es sind einfach über 1 Million Leute so. Ja, das ist gekauft. Das ist Ja, die sind gekauft. halt gekauft und so. Ja, von der Steuer haben sie gekauft, oder? Ja, genau. Ja. Nein, und es ist ultra schön, weil es ist wie seit langem wieder mal so eine... Aber es zeigt auch wieder, dass die schweigende Mehrheit trotzdem eigentlich, die wollen einfach mehr so Frieden und so. Ich glaube nicht, dass alle von diesen Leuten irgendwie... Und wann sagt man das, der Österreicher und der Italiener? Weiß es nicht. Die Ja. Franzosen? Der Italiener. Weiß es nicht. Die sind Also ich da- glaube, Italien ist im Moment wirklich Die schwierig. sind wirklich Die zu haben... viel. Die sind Ja, aber am ich sage, Arsch. es ist, Italien ist halt einfach schon immer los gewesen und die checken nicht, dass es so reinliegt und sie gehen der Russland in die Schuld. Ja. Aber es gibt Leute, die finden Italien mega cool und die würden immer dort leben wollen. Das ist Mimi. Ich
hätte schon frei. Ja, Italien finde nein, ich hättest du schön. nicht. Ich sage, ich finde Italien so hässlich. Und nur schon wegen dem Politischen. Ja, Und das ist Kollege, nicht so hässlich. Ja. du kannst nicht sagen, Italien ist hässlich wegen politisch. Für mich macht es lang riesig, darum will ich ja nicht in die USA gehen oder so. Das Leben ist ja dann wie mühsamer, wenn die Politik nicht läuft. Also wenn die Umstände nicht gut sind. Dann kann es noch so schön sein, dann kannst du den geilsten Strand vor der Hütte haben. Wenn du irgendwie Angst musst haben, am Abend irgendwo, also ja, das ist ja schon nicht so, wahrscheinlich in Italien, aber ja, wenn sie eigentlich das Zeug nicht klärt, ist und überall Armut und so, das ist auch nicht geil. Ja, oder dann Gibt es? halt auch Politik oder noch. Nein. Sind dann auch das Ding nicht schön, weißt du? Dann hast du wie Bali einfach auch eine riesige Mulde neben. Oh, über das können wir eigentlich auch mal reden. Neben dem. Hast du das vom Robert McLean auch gesehen, das Video? Ja. Mit den Elefanten, oder was? Ja. Und ich habe doch gesagt, dass wenn Zwingi, ich habe mit und Daniela darüber geredet. Die so, ja, mega schlimm. Und ich habe gesagt, weißt du was, wir sind genau dort gewesen. Also für die Leute, die es nicht wissen. Der Robert McLean ist ein deutscher YouTuber, der so Tierschutzaktivismus macht. Und das ist einer der geilsten Leute, die es gibt, aus meiner Sicht. Und, Schon geil sehr. und er hat jetzt eben eine riesen Doku-Reihe rausgebracht im Dezember über Bali halt, dass eben mega viele Influencerinnen dort unten sind und sagen, wie schön das Leben auf Bali ist und so. Aber halt mega viel in Bali völlig kaputt ist. Also die Umwelt dort kaputt ist, Tierrecht ist absolut unterstes Niveau, also was die mit Wildtieren handeln, was die mit so Aquarien, Fisch direkt einfach aus dem Meer rausfischen, was bald nichts mehr hat. Also halt jeden Tag Millionen Fisch fast einfach gefischt werden in dieser ganzen Gegend. Und dann haben sie eben auch gezeigt, wie man kann so Delfin-Shows und so mit Delfin baden, also Touristenattraktionen, wo sie sagen, ja, sie sagen gerettete Delfine, aber das ist Bullshit. Und dann eben so die Zähne abgefehlt und so Scheiß. Das habe ich übersprungen. Und dann eben auch Elefanten, wie das irgendwie so Rescue Center, wo es auch so gerettete Elefanten, wo auch dort sind, wo angekettet sind dort. Ja. Und wieso, ja, weißt du, die sind gerettet und so, wir ketten sie an und Touristen, weißt du, sie brauchen unbedingt Touristen, die auf ihnen reiten, damit es ihnen gut geht, damit sie Nein, es ist ja ein Straub, die haben so ein Banner rausgehabt. ja, und haben die das Video dann auch gesehen? Und eben der Bensons Mimi, geilerweise sind genau, also sind wirklich top an dem gewesen. Ja. Ja, aber Genau weißt du, zuerst in dem sind wir so gesehen und dann haben wir sich so informiert und da ist so der Eingang und da hat so ein Diplom gehabt von wegen Tierschutzorganisation. Und dann sind wir zuerst reingekommen, da hat es zuerst ein Museum gehabt, haben wir so geschaut und dann ist so eben gekommen, warum man nicht auf Elefanten reiten sollte, alles so erklärt und dann laufst du die Tür durch und dann siehst du überall angekettete Elefanten und einfach Leute, die auf die Elefanten reiten und dann denkst du so, hä? Alter, mir ist so der Laden runter, wo ich dort rausgekommen bin aus dem Museum und Ja. ins Areal hineingekommen bin. Ja. Zuerst habe ich schon gedacht, ja, Elefanten reiten, ja, ist vielleicht schon nicht so das Gescheiteste, aber es ist ja voll die Rettungsstation, Ja. oder? Ja, Alter, und dann kommst du dort rein und mir ist so der Laden runter. ja, voll bitte. Es hat mir so leid getan und ich Ja. bin so getaucht gewesen. Aber wir haben ja auch schon gebucht, Zum mit der Reiten, haben wir das alles schon vorher... also geritten sind wir nicht. Ah, ich Spaziergang haben wir nicht gemacht, aber wir sind baden Ja, mit den Elefanten. Also baden mit Elefanten, du hast einfach einen Du bist ja auch absolut geritten. hässlichen, Vergagelte. vergagelten Beschissenen und verpissten Pool. ja, Also es ist schon riesig. ja. Und du hockst eigentlich hinter, also auf dem Hals vom Elefant und der andere Dude steht hinten drauf. Ja. Da ist immer noch einer hinten drauf. Ja. Und nachher sind wir halt so ins Wasser reingelaufen und der Elefant läuft halt auch rein und dann dunkt er dich mal runter bis irgendwie da. Ja. Und du badest einfach in der Scheisse. Scheiße von diesen Elefanten. Und bis ich das gecheckt habe, so grusig. Aber es war cool gewesen, so von den Elefanten her, weißt du? Ja, an sich ist es schon mega, also ja, mega geil. Es ist einfach etwas Spezielles. Ich meine, es ist ein scheiß Elefant. Also, voll geil, das sind so geile Tiere. Ja, mit Knie meinen mit den Elefanten reiten. Ja. Ja, Also, das ist meine ultra Eltern cool. nie wollen für das zahlen. Mal, wir sind auch schon, Ah, und Kamel sind wir auch schon geritten. Ja, aber kann man jetzt nicht so cool sein wie Elefanten. Nein, ja. Aber das ist doch nicht teuer gewesen. Hm? Das war doch nicht 5 Franken gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber das habe ich schon immer gefühlt. Und das wäre also, oder so mit Delfin schwimmen oder so. Mhm. Nein, das das ist die wäre voll Anlage. schwul. Das wäre genau mein Ding. Ja, Nein, ich finde es auch easy, dass man Delfine in Ressorts einsperrt und so Zeug macht mit denen. Du findest es easy, Ja, nur mit- weil sie Leute vergewaltigen. Ja, bei den Delfinen schon. Das Delfine sind nein. die grössten Räuber. Ja, aber Christian, Menschen vergewaltigen auch. Ja, ich weiß.
Wegen dem sperrst du sie nicht in einen Pool. Wegen dem sollte man dich dann auch einsperren. Und Ja. die Yoshi sowieso. Und Ja. Sven. In artgerechter Tierhaltung. Ja. Artgerechte Wildtierhaltung. Ja. Ich will ja eingesperrt haben, das Mimi tut mir nicht raus. Hey, aber und Nein, das das war ein Witz. gewesen. voll geil. Das war genau das gewesen, in dem Fall. Ja. Ja. Und, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr es gesehen habt? Ja, der Bild. Ich bin nachher so am Arsch gewesen. Wirklich? Ja, weil nach dem Baden, oder nein, Baden haben wir glaub, ganz am Schluss gemacht, dass man nachher kann duschen kann. Ja. Und vorher sind wir eben, waschen haben wir dürfen. Oh ja, die sind so lustig. Und das habe ich noch gedacht, ja, das ist wenigstens, Ja, weißt du, ein bisschen easy. abspritzen ja, und so. voll. Du Und zahlst du und denkst die, auch- die müssen geputzt werden oder so. Und du Und denkst der ja auch, dass Mark Robert. Tut irgendwie mega Rauch robust ist, ist. So. ja. Du denkst ja nicht, dass das Ja. wirklich empfindlich wäre. Ja. Was hat Schau er den gesagt? Mark Robert mit diesem Video. Was hat er gesagt? Das ist- Das ist absolut nicht artgerecht mit einer Bürste dort drüber schrauben, weil das ist wie bei uns. Du solltest ja auch nicht voll alles Ja, also- wegrubbeln, weil Vor allem, weil das Ich Ja, muss dann jedes sicher natürlich einfach- sagen, wir haben nicht recht. Und dann hat sie gesagt, ja, musst mehr. So, was Ja. wollen wir mehr, Alter? Wir wollen gar nicht. Wir wollen nur, dass wir jetzt das Foto machen und uns dann einfach Ja. pissen. Wir sind dort gewesen, wir waren geschluckt. Was wollen wir machen, Alter? Das ist ja so. Vor allem der Wir Elefant versuchen- ist ja von 3 anderen Gruppen davon Ja. auch schon geputzt worden. Irgendwann ist fertig geputzt, Kollege. aber er war so herzig gewesen. Der Tiark hat den Schluch gehabt und er ist so dick gestanden und hat einfach ein bisschen gespritzt. Ja, das ist sicher chillig für die Elefanten. Ja. Aber ich weiss noch, das hat der Marc dann eben auch gesagt, so riesen, keine Ahnung, Zysten oder so, Ja. hast du gesehen. Ja. Und ich habe die eben auch gesehen. Ich habe auch gefragt, so, ja, was ist denn das? Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben, aber es hat genauso wenig Sinn gemacht, wie Mhm. das, was sie im Video mir gesagt und ich habe eigentlich nur rauswählen, weil es hat mir so leid getan für all die Elefanten. Aber vor allem die, die so Baby. angekettet Ja. sind. Die ist echt Maximal, weit weg. maximal 2 Meter Kette Mhm. Ja. für einen Elefant. Voll krank. Und dann denkst du so, hä? Also eben Rescue Center. Ja. Also, hä? Aber krank finde ich auch, es war wirklich professionell gewesen. Ja. Also das ist schon krass, wie professionell hinterfotzig das man kann sein. Sie haben ja auch gesagt, dass irgendwie das angeschrieben, also sie haben wie begründet, wieso dass die angekettet sind und so. Haben sie das auch begründet? Ist das irgendwo Das schon, aber gestanden? ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Nein, Ja. das weiß ich nicht Mir mehr. ist es sehr egal gewesen. Ja, also ich zu meiner Verteidigung. Ja. Das ist ja eigentlich gar nicht dort hingehen. Ja, ihr hättet am liebsten einfach nur euch Kanten geben, dem scheiß Pool in Ja. im Hätten Hotel. wir Das dann Leute hat wenigstens- belästigt? dann Nein. wären Sicher wenigstens schon. Tiere Kollege, dabei. der Dude, der mich fast abgeschlagen hat wegen dir. Ja. Dort Weil ich wenigstens- FC Barcelona-Fan bin. Oder so. Da sind wenigstens keine Tiere damit geschändet worden. Ja, true. Was haben Sie sonst noch für Tierschändungen gemacht? Oh. Ja. Also das ist glaube ich noch ein bisschen heftiger gewesen Das war eine als... unprofessionelle Tierschändung. gewesen. Ja. Was? Wow, shit. Wir sind mit dem Boot vom Hotel aus so 5 Minuten gefahren oder so, 10 Minuten zum Du tut es mir nicht so kurz. Rescue. Nein. Nein. Zum das eine Rescue so. Aber die Frage ist, sind die wirklich Oh. gewesen oder nicht? Weil die sind ja kaputt gewesen. Also die haben den Ich- Vogel gehabt ohne Schnabel und da Ja. habe ich einfach Angst, dass die das extra gemacht Ja. haben. Ich habe das mehr das Gefühl im Fall. Also das ist wirklich, das ist so abartig gewesen. Wir sind dort angekommen und das ist einfach so eine Aussenanlage, überall Cake mit Viechern drin. So kleine Kegel oder was? Ja, Oder ist es ein bisschen... nicht voll übertrieben klein, aber schon Hm. klein. Und dann hat uns eine durchgeführt und sie hat halt gesagt, ja, schau, das ist der Vogel und der hat der Vogel bei jedem Mal auf die Schulter gehen, alle Fotos machen. Das ist sowieso das Ding in Bali. Hm. Du musst von allem ein Foto machen, sonst sind sie beleidigt, wenn du kein Foto machst. Und dann haben wir halt eben so, weiss ich was für krasse Vögel auf den Armen gehabt, Tuka und so, wo eben so ausgeschränzt, einfach mega wenig Federn gehabt zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja, blöd gesagt, easy machbar für so einen Dude, der dort ist und Ja. Tier schändet oder so. Dann ein kleiner Baby-Aff, Scheiße. der seinen Aber- Pimpel eingeklemmt hat am Cake. Oh Und der nein. Christian so, oh nein, die Pfeife. Äffli, die Pfeife. Aber ich würde so gerne, weißt du, das finde ich eben bitter. Ich wünschte, also zuerst wünschte ich, dass es nicht so wäre, aber ich wünschte auch, dass ich das wie nicht auf dem Schirm hätte, weil dann hätte ich das Zeug auch schon gemacht. Mhm. Affen finde ich so geil und ich würde Ja. so gerne mit Affen knuddeln und so, weißt du. Ja, es sind schon mega herzig. Aber wenn du das halt so ein bisschen auf dem Schirm hast, dann hast du gar keinen Bock mehr. Ja. Aber, Ja, schon. ja. Und dort war auch noch, da haben sie Schildkröten gehabt. Du hast mich mit der Schildkröte umgebracht.
Sie lebten auf der Wildnis. Sie hat das Babyschildkröte bekommen, dann sind sie im Boot rausgefahren und dann sind sie ins Meer reingehört und hat das Gefühl, dass sie überlebt. Mann. Du hast gezahlt für das wahrscheinlich. Ja. Du hast gezahlt, dass sie irgendwo irgendwo eine Schildkröte aus der Wildnis klauen. Nein, damit aber du sie sie haben kannst- gezüchtet. Nein, ja. Das was? Sie haben gezüchtet. Schildkröten dort und nehmen damals die Eier weg, wenn sie schlüpfen. Und dann, wenn sie irgendwie etwa so gross sind, die Schildkrötchen, was sind das? 8 cm. Ja, das ist freigegeben. Dann sind sie in so ein Becken reingekommen, das war gerade mal vielleicht 1 Quadratmeter gross gewesen. Das ist wirklich klein. Mhm. Mit wenigstens einem Strom, wie sagen wir, so mit einer Strömung drin. Einfach Ja, sie sind den ganzen einmal im Kreis. gefliegt. Die sind alle so im Kreis drin gewesen. Dann haben sie gesagt, ja, so eine kann ihr adoptieren, blöd gesagt, für 100'000 Rupia. Das sind 7 Stutz. Und dann habe ich so gedacht, so, Alter, die Viecher tun mir so leid. Mhm. Ich kaufe das. Vanessa hat auch mitgemacht, unfreiwillig. Sie haben es einfach falsch verstanden und haben ihr einfach ein Schildkrötchen angetragen. Mhm. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und irgendwo weit draussen haben wir sie dann freilassen. Und im Nachhinein habe ich gecheckt. Rest in peace, Brudi. Es war so weit draussen, Oh, sie ist so Mann. geschwommen in gross und blau. Aber es hat so herzig ausgesehen. Immer wieder das Köpfchen so rausgestreckt. Dann hast du mal wieder gesehen. Das war schon herzig. Ja. Scheiße. Vielleicht hat es Aber überlebt. es ist Who schon... knows? Wenn du überlegst, eben Rescue Center, was die alles könnten machen, Ja. wenn es wirklich ein Rescue Center Mhm. wäre. Ja, dann müsst ihr jetzt aber eben Instagram machen, dass Spenden können. Und so schließt sich Und der so Kreis. schließt sich der Kreis. So, es war eine Mega schöne schön. Folge. gewesen. Ciao wieder. Ja, es ist schon 52 Minuten, wir können schon ab. Ja, ich habe nachher eigentlich ein Top Ja, oder Flop. Was hast du für ein Hobby? Sag mal eine Sportart. Pixel. Sag mal eine Sportart. Was ich gerne mache. Nein, einfach eine. Vielleicht eine, die man nicht kennt. Squashen. Das kannst du aber noch nicht gehen. Mhm. Also jetzt machen wir eine Top- oder Flop-Liste. Mhm. Muss ich Nicht schreiben? am Handy und jetzt tut man dort... Tops und Flops rein. Ja, und dann schauen wir, ob es ein cooler Sport ist oder nicht. Es ist ein cooler Sport. Das ist unser... Das wissen wir eben noch nicht. Aber ich glaube, es wird- Intro! Pro und Contra. Top oder Flop? Oder Flop. Oder Flop. Also, Das ist glaube ich nicht genug. die wichtigste Frage ist, ficken das Squasher? Das ist die wichtigste Frage. Ich glaube, ob sie gut pimpert. Wenn du Squash als Hobby hast, bist du dann ein guter Pimperer oder eher nicht? Ja, sicher, du hast mega Ausdauer. Also kommst du halt in einer Minute. Gut Pimperer. Was war das gewesen, Kollege? Gut Pimperer. Die Hosen gehen aber kaputt, wenn du auf die Fresse fliegst. Das ist scheiße. Flausen kaputt. Es ist nicht so umgänglich, du kannst nicht einfach so machen. Du musst irgendwo hingehen. Ja. Brauchst So- nein, brauchst nicht Ausrüstung. Kannst du Ja, musst du schlagen. Ja, musst du nicht die Frage Ausrüstung. Ist eigentlich ein Top, brauchst wenig Ausrüstung. Aber du brauchst eine Halle. Also du Ja, brauchst das genau ist aber ein- schäbig. Ich Ja. sage ja, der Ort ist scheiße zum haben. Ja. Aber eigentlich in normalen Großstädten und so hat es ja so mega viel. Ja. Das Uster wäre eine Boulderhalle, die haben einfach eine Squashhalle drin auch. Oh, was ich Wirklich? letztes Mal gedacht habe, wo wir waren, Squash ist wahrscheinlich der einzige, also nicht der einzige, aber einer der einzigen Sport, wo du wirklich gegen dich selber kannst auch lustig spielen. Du kannst eigentlich mit dir selber spielen. Ja. Und es ist wie so fast gleich intensiv wahrscheinlich. Ja, und du bist halt auch das Tier, Alter. Und du Boah, viel wer hat squashst, dann wirst geschissen? du richtig so ein Viech, Kollege. Weiss Boah! nicht. Kreislauf broken. Sagen wir den Schiu einfach. Alter, das ist ein Eierfurz. Ich kann es nicht bei mir. Ich schmecke Ein nicht. fauler Eierfurz. Ich schmecke nicht. Ja, dann wissen wir auch, wer es war. Nicht gerochen, dem ist es aus dem Arsch gekrochen. Geil, Joshua, hast du es geschmeckt? Er brummelt einfach. Ja, gebrummelt und schnarchelt. Hast du Jetzt, ja. hast du ein Wow! Die hast du in die Mails pimpern, dass du nicht sagen musst, dass es schon faul ist. Christian. Mann, wo bin ich jetzt? Hast du Wo sind wir gewesen? Scheiße, wo? Wenig Ausrüstung. Und du bist ein Viech. Ja, Und durch die ganze Kasse bist. es braucht auch eine Ausdauer. Man kann es alleine spielen, hast du auch noch gesagt. Ja, genau. Und man kann es zweite spielen. Aber man kann es nicht das dritte spielen. Das ist ein bisschen schade, dass man es nur Mit das 3 zweite bist du kann spielen, spielen. definitiv. Ja, und es kostet ja auch.
Ja, es kostet Das kostet jedes Mal. Ja, es kostet eigentlich mega viel Geld, ja. Ausser du hättest ja eigentlich Squash halt, aber das hast du halt Squash. nicht. Gut, Squash kennst du eigentlich an der grossen Wand, hast du einfach so draussen. Ja, das ist einfach Wand ab, blöd gesagt, mit einem kleinen Ball und einem Schläger. Ja, du bist ein geiler Schläger. Du bist ein geiler Ball. Es ist sehr schnelle Sportart, finde ich noch cool. Reflexige. Sagt es, wenn. Das kann er eben, weil dann kann er nicht denken. Wenn er Zeit hat zum Denken, dann wäre er gut. Ja. Das sind dann seine Urinstinkte, die dann kommen. Teuer, kostet viel auch schon. Verletzungsgefahr ist, glaube ich, relativ gross. Ist sie? Ja. Wir haben uns noch nie verletzt. Ja, wir sind ja schon so viel gegangen. Ja, aber ich meine, weißt du, es ist ja nie... Man hat ja nicht das Gefühl, es wird gefährlich. Das kann ich, wenn du die Mal Ball letztes Mal habe rennst. ich richtig Oder einen wenn du einen Ball Ball von in die Fresse Yoshi bekommst. Oder in den wenn Arsch du bekommen. auf die Fresse kriegst. Oder wenn du den Schläger in den Arsch steckst. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt mega... Also weißt du, im Vergleich zu anderen Ich habe auch gesagt, Sportarten... eine relativ hohe. Okay, relativ hoch. Relative. Die Yoshi lebt. Und stirbt er wieder. Mit seinen Das macht auch schon Freundschaften kaputt, je nachdem, wenn du mit Mental Illness spielst. Ja, es gibt recht schnell Aggressionsprobleme. Ja, wenn du mit Leuten spielst, die nicht klarkommen, dass sie schlecht sind. Jimima. Christian? Hi. Das müssen wir auch mal irgendwann noch besprechen. Was? Dass für eine Band das ganze Leben, alles was du machst, ist einfach eine Challenge. Ein Wettbewerb. Ja. So, und so gegen Sogar wenn du am Schießen bist, ist das für ihn ein Wettbewerb. Wer schneller geschissen hat. Band, Was? was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht, ich kann es nicht verteidigen. Was eine traurige Wahrheit ist. Ist ja traurig. Wenn ich chillen, wer chillt am meisten? Wer chillt mit? Das ist aber gut. Wer ist gechillt da drauf? Ich mache alles am besten. Darum kann ich alles am besten. Wow. Band, ich habe eine Challenge für dich. Was? Nicht Fresse. Wer selbst kritischer kann sein. Ich bin wahrscheinlich selbstkritischer als ich. Ja. Nein, das schon. Er sieht es aber schon Mensch. ein, alles. Ja. Aber das ist halt einfach der Band. Was? Ich sehe nicht das meistens auch umsetzen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Band, ist es echt... Wo so verschlafen. Band, Also, Joshi, ich kann nicht 7-mal sagen, nimm das Matsch nicht ins Zimmer, es ist trotzdem immer Ja. noch im Zimmer. Das ist wirklich Und wenn es dein Mimi Leben. mir sagt, kannst du bitte das nicht mehr machen, und ich verstehe, warum es mir nicht machen sollte, dann mache ich es nicht mehr. Aha, und was war mit diesen Barthaaren gestern Ja, Abend? wie viel hast du das letzte Barthaar gesehen nach dem? Ja. Ja, Jemima. Und wann hast du sonst aber viel gesehen? Viel. Jemima, ich habe mich jeden zweiten Tag rasiert und du hast nie Barthaar gesehen. Band. Ich weiß nicht, ist es wirklich vielleicht einfach so, dass du ein krasser Sieg bist, oder was? Wieso? Was jetzt? Hä? Hä? Was? Mensch, also, weißt du, kannst du einfach Sachen besser und so? Wieso sollte ich es besser machen? Nein, ich nehme es einfach ernst, wenn mir jemand etwas sagt. Ja, ja, eben auch das, ja. Und wenn mich eine Sachen belastet, mache ich mir Gedanken darüber. Ich tue nicht einfach alles ab. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass ich einen heimlichen Crush habe auf der Band, also auf dich. Ah, du bist schwul. Weil ich denke immer, die Band ist schon ein krasser Dude, aber ich weiß ja nicht, ob es einfach ist, weißt du, ob es Weil ich mich einfach objektiv gut ist, verkaufen. oder ob du dich gut verkaufst und uns verblendest und eigentlich bist du voll der lowy Dude, oder ob ich einfach einen Crush habe auf dich. Nein, ich glaube, der Band ist schon recht ein krasser Sieg. Hey, das ist mir richtig unangenehm, Alter. Ja, aber weißt du nicht, meine Band? Wenn ich den Band soll, Du kannst ja würde schon ich viele selber Sachen. pimpern. Und du hast das Zeug schon ein bisschen im Griff, so. Oder du tust einfach so. Nein, er Ja, hat es im Griff. make it till you fake it. Nein. Make it till you fake it. Fake it till you make it. Gewisse Sachen habe ich schon im Griff. Gewisse weniger. Ich will ja nicht sagen, aber Squash ist bis jetzt noch ein Flop. Nein. Mal. Was ist noch gut? Wir müssen nicht suchen, dass es ein Top wird. Vielleicht ist es wirklich ein Flop. Vielleicht müssen wir Frau uns kann man richtig gerne Booty über. vielleicht müssen wir uns das eingestehen. Boah, ich habe noch einen Booty. Flop. Muskelkater. Fitness. Nein, das ist eben gut, der Booty, den du bekommst. Ja, das ist ein Pro nachher. Aber, Ja, aber zuerst dann hast du einen fetten scheiß Muskelkater, Ja, aber dass du bei nicht mir- mehr recht kannst laufen. Ja, du kannst nicht mal schiessen. Wir wollen ja, dass Squash ein Top wird, nicht ein Flop. Du musst nicht noch mehr Flops erzählen. Mimi. Ja, sorry, wenn wir das... Jetzt hat es vorhin gar geheißen, wir müssen da nichts erzwingen. Ja. Spaß. Also in dem Fall. Schreiben wir, es macht Spaß. Ja. Ja, schreiben wir Also- noch drauf. Freedom! Und das ist das Gegenteil von Freedom, du bist mit einem Kasten eingesperrt. Ja.
Also, Wozu bist kannst du zu diesen Bali-Menschen gehen und sagen, Freunde! So hat sich der Kreis wieder geschlossen. Das hat uns viel Spass gemacht. Ciao, ciao. also plus, ja, ich sage nur schnell die Auswertung, nachher können wir Tschüss sagen. Plus, du bist ein guter Pimperer, es braucht wenig Ausrüstung, du bist ein Viech. Man kann es alleine spielen, es ist so eine schnelle Reflexsportart, was noch cool ist. Fitness, also du wirst nachher, also weißt du, so trainierst. Wieso hast du nicht aufgeschrieben, dicker Booty? Und jetzt ist das, dicke Booty. Ja, ich habe gesagt, Also du hast das aufgeschrieben, nicht Fitness. slash dicke Ich glaube, wir Booty. haben zweimal Fitness drin, weil du bist krass, ist ja dann auch. Krasses Viech, ja. Ja, scheiße. Shit, okay, dann müssen wir das... Darum dicker Booty. Ja, also anstatt, du bist ein Viech, nehmen wir jetzt dicke Booty und Spaßfaktor. 2, 4, 6. 6 top und Hosen gehen kaputt. Du brauchst eine Halle, das ist wirklich schäbig. Kann nicht die alles kaputt, wenn du spielst. Das ist ja Verbrauchsmaterial. Du kannst es nur zu zweit spielen, bist halt so ein bisschen eingeschränkt dort. Es kostet viel, relativ hohe Verletzungsgefahr, die ich aber finde, weiss nicht, also, ja. Ja, da stichst du es. Aggressionsgefahr und Muskelkater. 1, 2, 3, 4, Muskelkater 5, würde ich erst 6, 7. Muskelkater würde ich streichen. Nein, nur weil du Muskelkater geil findest. Ja. Halt. Was ist bei dir? Das ist aber geil. Christian ist auch... Muskelkater ist wirklich geil. Weil dann weißt du, dass du etwas trainiert Erst- hast. ja, dann weißt du, genau. dass du Ja, stärker das weiss wirst ich auch, nachher. ohne dass ich Muskelkater habe. Nein, das Nein. weiss ich sonst nicht. Ich habe gewusst, dass die Muskeln grösser werden, wenn sie nicht Muskelkater haben. Ja. Ja, aber nicht so fest. Wenn du Muskelkater hast, dann weißt du, ich habe es übertrieben und jetzt wird es viel kräftiger. Ja, und dafür geht es mir scheiße, weil ich Was ist das Sven, weil er frisst kein Protein. Der hat jetzt wenig Protein. Was ich Ja, weil ich Veganer bin. ja, genau. Wie lange geht es noch, bis ihr Veganer sind? Und, keine Ahnung, wie lange geht es noch, bis die Schweiz vegan leben muss? 3 Jahre. 3 Jahre. Also ja, es ist so ein... Milch, Sven, Milch ist so fein. Mhm. Ich kann über Vegetarier. Das ist mein Problem, weil dort denke ich mir so, das ist auch so etwas, da bin ich gar nicht krass. Hey, schau, Sonst wäre ich ein Veganer. das Ding ist, ja... Aber das Ding ist, Nein, wirklich, also das haben wir im Griff, einfach mit, ich sag's einfach immer wieder und es ist mein Lieblingsthema und es tut mir auch leid, aber sorry, Kostenwahrheit, ja, carried ich das weiß alles, schon. Alter. Einfach als Luxusprodukt voll easy, frisst Fleisch einmal in der Woche, Milch, vielleicht jeden zweiten Tag mal etwas mit Milch, aber die scheiß Joghurt machst du Soja, scheißegal, es kratzt niemand Das ist alles gut, Sven. und dann wird es voll Du easy. hast recht, Sven. Ich kann vielleicht sagen, dass es eigentlich vegetarisch ist, aber ich finde vegetarisch so wack, weil Ja, wenn es dann bringt, einfach das macht das richtig, Problem nicht weg, wenn du Ja. vegetarisch bist. Und jeder, der sagt, ich bin vegetarisch wegen Tierleid, der weiss ja, wie es funktioniert, dass es eine Kuh Milch gibt. Der ist genau Ja. die grösste Missgeburt. Ja, vielleicht nicht die grösste. Ja, nein, der redet aber- einfach etwas. Der ist sich Ja. nicht informiert. Der Ja. sagt einfach wegen Tierleid. Wenn das Tier umgebracht wurde, ist, was ist das passiert mit einer Kälber, die die ganze Zeit Eigentlich rausgeschissen ist es werden? besser, wenn du einfach Ja, umgebracht gell? Beschissen. Halt, was willst du lieber? Willst du lieber mit Antibiotika vollgeschafft werden und in der ganze Zeit an einer Maschine hängen und missbraucht werden, dein Leben lang? Mhm. Oder willst du auch umgebracht werden? Dann würde die meisten sagen, dass sie auch umgebracht werden wollen. Ja. Also Stimmt in Vegetarier sind die schlechteren Menschen, wie die normale Fleischesser. Nein, weil die normalen Fleischesser tun ja auch Milchprodukte essen. Ja, Das heisst, aber, sie sie, sind ja, beides. Das aber heisst, sie sind nicht besser. sie sind nicht viel besser. Ne? Ja, und darum bin ich nicht vegetarisch. Weil eigentlich habe ich mir gedacht, ja, vegetarisch wäre auch easy. Aber es bringt viel. Aber es bringt wie nichts. Und Speck. Es ist halt schon so. Speck ist schon verdammt geil. Speck, Alter. Und Döner. Das sind so die räudigen Sachen, die ficken. Das andere geht, boah, das wäre mir so scheiße egal. Aber so die räudigen, Ja. die sind da traurig. Ja, bei mir ist es auch der Döner und das Gordon Bleu. Alter, Ja, das geht am Leben mir egal. Gordon ist schon geil. Gordon Bleu, ich würde für das... Wow. Nein, Gordonbleu wäre mir egal. Alter, die Schnitzel, ich frisse nur noch die sind halt auch vegetarisch, aber die Zitronenschnitzel, Ja. die finde ich so geil, Ja. Alter. Wenn es die vegan hätte, wäre noch viel besser. Ja. Aber die ist einfach, will ich einfach gerne haben. Und ich sage, das ist ein guter Tipp. Jeder Mensch, wenn der posten geht, ich weiß nicht, wie Leute gehen posten oder ob es so Menschen sind wie der Yoshi oder der Elia, und ich glaube, die gehen gar nicht posten. Aber wenn die posten gehen, immer einmal schauen und einmal pro Posten, wenn ihr einen Wocheneinkauf macht, oder einfach einmal pro Woche zum veganen Ding gehen und etwas probieren. Mhm. Und dann merkt ihr vielleicht, das ist ganz so schlecht gewesen, dann könnt ihr das auch einfach nehmen, anstatt das andere. Es spielt dann wirklich keine Rolle, wie so gehackt oder so.
Weil der Ja. Polonaise macht spielt keine Rolle Ja. mehr. Joshi, hab deine Mittlerweile. Fresse. Außer bei Alter. Ding, Kackets und Händchen. Das ist wieder- So geil, dass du Schiu einfach ein Penner ist. Ja, aber er schläft. Die Mimi sagt, er hat gefressen, dann hört er auf Schnarchen. Das Ja. ist krass. Die Mimi- Christian muss ja mal sagen, sie die Fresse reinschlagen. Ja, weil ich mich nicht von einer Frau mal Oh, kommandieren wow. lasse. Jetzt haben wir den Kreis wieder geschlossen am Anfang. Ich hatte das also auf grosse Hose und ich habe mich so hart an den Eier gelegt. Ich habe mich so hart an den Eier. Ui. Oh, ist geil. Also, Die Hierarchie ist eigentlich, ich bin zuunterst, dann kommt die Mimi und dann kommt die Katze. Ja, genau. Yes. Rap and Rap. Leider ist das Squashen bei uns ein Flop, aber ist okay. Wir Aber machen es ist schon trotzdem, weil es macht Spaß. Ja, eigentlich ist das Verwab. Ich will sagen jedes Mal, ja, wenn du Spaß macht, ist auch gut. Wenn ich Das hat- Modellbauer Spaß macht, dann ist es auch easy. Ja, bei diesen Sachen ist es noch lustig gewesen, aber wenn es so normale Sport hat, dann ist es irgendwie blöd. Ja, Hat der Fußball schon gehabt? absolut. Mir war nicht so. Wirklich? Ich weiß nicht mehr. Unihockey haben wir das auch schon gehabt? Nein, das ist einfach etwas Unihockey, ist voll der Unihockey finde ich so behindert Ja, schon. Sport, Alter. Ich check so nicht, Nur Alter. scheiß Stock da rumrennen, um einen Ja, aber Bällchen andererseits, machen. Eishockey ist wieder easy, weißt Ja. du? Aber Aber das dann ist bist du auf Schlittschuh. ja, aber eigentlich ist es genau das gleiche auf Schlittschuh. Nein, Und es hat einen du bist wie am Rollerbladen und Unihockey. Das können wir mal probieren. Das gibt's ja. Aber Unabhängig mit Mimi. Logisch weiss ich, dass es gibt, aber ich habe gesagt, können wir mal ausprobieren. ja, aber es gibt auch Landhockey, wo du auch einen Puck hast dann. Und auch über die Straße reitest. Back. Mhm. Ein Puck. Back. Ja, das finde ich cooler. Das regt mich am meisten auf den Unihockey ist so daneben, Alter. Unihockey ist einfach schäbig. Und man hat immer in der Schule gespielt und es hat immer den einen gegeben. Wir haben schon mal über Unihockey gehört. Schon. Ja, ich muss mich genau erinnern. Es hat immer den einen gegeben, der einfach im Unihockey war. Ja. Und er draufballert wie die grösste Missgeburt, dass der scheiß Ball gepfiffen hat. Und der Goalie einfach freiwillig aus dem Goal rausgestanden ist. Ja. Aber ich habe es immer gerne gespielt. Einfach Unihockey spielen finde ich voll lustig. Und du kannst richtig so rein und dann. Der Ball wird so schnell beim Passen. Ja, ich weiß, Du aber musst ich, präzise ja, sein. aber ich bin mega schlecht. Ich kann nicht schön an und ich kann nicht schön schiessen. Ohne dass ich den Schläger zu weit aufnehme. Oh, der Christian kann etwas nicht. Nein, ich weiß. Ja, Im Fußball bin ich auch nicht gut. Fußball? Ja. Also Ich habe dich noch nie gesehen Fußball spielen. ich habe schon mega lange nicht mehr was verspielt. Gehen wir mal Fußball spielen? Auf dem Gründli. Ja? Ja. Ich würde ich so abziehen. Nein, ich will es gewinnen, aber vielleicht abziehen. Ich kann Rotar spielen. Wow, wieder Ja. mal weißer Arsch. Was weiss Ja. er? Nein, wir spielen rot, jetzt sind wir erwachsen. Jetzt sind wir erwachsen. Schau, da hat es ein braunes Teil. Wir haben immer Das ist weißer aber Arsch auch, ja, gespielt. logisch Wir haben wir sind weiss so krass Arsch gespielt, weil es einfach unfair war, wenn der Tjark einfach dort war und er einfach genau der Einzige war, der getroffen ist. Aber wenn du nicht im Goal gewesen wärst am Schluss, es würdest du gar keine Rolle spielen, du triffst den scheiß Arsch schnell raus, das ist der Neil. Oh mein Gott. Schön mit dem geredet. Nicht für dich. Was ist das? Hey, cool. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ja, voll, weil ihr habt es ja Und- bis jetzt gelesen. Wenn ihr es Uff. bis jetzt gelesen habt, dann schreibt uns wieder eine Nachricht. Auf eine schönere Welt. Eben auf Und- WhatsApp oder auf Instagram ist egal. Oder auf Tinder. Oder auf Tinder. Also, Ich glaube zwar nicht, dass das auf Tinder wenn ist. mir jemand Tinder Minute 69, jetzt ist gerade Minute 69, Tinder 69 auf Insta schreibt, dann mache ich ein Tinder-Profil und suche euch. Bitte macht's. Ich glaube, wir machen Jalk. Jalk. Warte, wir machen es besser. Wir dürfen zumindest das Tinder-Profil managen. Oh! Das ist ja lustig. Und dann wir lustige Freeze ausprobieren. Aber so Oh. alles mit Öko-Zeugs, wo zuerst so... Nein, dürft es nicht selber. Ja, dürft, also Ja, das Mann, spielt mir macht keine schon Rolle. Brauchen wir da noch die Einverständnis Ich habe von meine- deiner Frau? Ich habe meine... Nein. Ich habe meine... Nein, ja, das ist ja Das ist ja lustig. Wir schreiben dann so, hey, bist du nicht mit der Nadine zusammen? Und alle wollen das Sven. Komischerweise. Was? Nachher kommt sicher das Link- Nadine dann irgendwann von einer Kollegin und sagt, hey, das findest du auf Tinder. Ja, schon. Oh mein Gott, das ist lustig. Aber dann kannst du das, die Nachricht zeigen und dann weiss ich, dass es nicht... Du musst ja Aber was sie nicht weiss, dass wir davor schon lange ein Tinder-Profil gemacht haben, weil du nicht glücklich bist mit deiner Beziehung. Richtig daneben. Einfach so tun. Aber Also. so ein halbes Jahr später so, hey, jetzt habe ich wirklich jemanden gefunden, es tut mir leid, es passt schon, es ist eigentlich nicht mehr so.
Nein, also, ja, wenn das jemand schreibt, Tinder 69, dann dürft ihr von Dürfen mir... wir das auch schreiben? Dann dürft ihr es... Nein, ihr dürft es nicht schreiben, logischerweise. Dürfen dürfen- die Yoshi? Nein, die Yoshi muss den Nein. Podcast schneiden. Die Joshi tut den Podcast schneiden, er darf auch nicht, also... Dann könnt ihr von mir ein Tinder-Profil machen. Ich glaube, der Tiago ist sehr fertig, hoffe ich. Nein, ich glaube, Hat eh nichts zu tun. Ich denke nicht. Wann lässt er das amix? Beim Arbeiten. Aber er ist doch Chef beim Arbeiten. Ja. Ja, Chef müssen Er ist arbeiten. alleine Chef. Er arbeitet schon, aber er ist ja nur alleine. Hey, ich arbeite ja auch und hören. Was ist das für ein scheiß Problem? Mich nimmt so Wunder, Ja, was er Theater Eben, du musst halt alleine arbeiten, aber wenn du Chef bist und Leute musst kommandieren, dann kannst du ja nicht wirklich Podcast hören. Also ja, kannst du auch. Mal kann ich auch. Du bist ja Arbeiter, du bist ja nicht Chef. Ja, das will ich jetzt so nicht sagen. Das ist ein Wunderpunkt, hä? Nein, ich bin froh, bin ich nicht Chef. Das wäre mir so belasten. Ich bin gar nicht aus dem Material geschnitzt zum Chef sein. Andererseits würde ich auch gerne eine Firma haben, wo auch lustig ist. Zum Schauen, so wie das Spiel mit der Politik, auch zum Schauen, wie schnell, wie lange es geht, bis die Firma bankrott ist. Okay, cool. Ciao miteinander. Ciao, macht's geile gut. Sachen. Es sind alles geile Sachen. Tinder 69, gell? Schalalala.